Weiter geht's, Freunde, mit Dragon Ball Z Kakarot. Wobei eigentlich eher Dragon Ball Z Gohan. So wie es momentan zumindest aussieht, aber das ist ein anderes Thema. Wir sollen sogar das Versteck, weil irgendwie Dende hat ja nicht gerade Probleme, er will zumindest mit uns quatschen. Das ist auch immer ein guter Grund, meinen alten Kumpel zu besuchen. Ja, da bin ich ja schon. Dende, was ist los? Konnichiwa. Ich habe schon lange mir Macht verleihen. Um Shenlongs Macht zu verstärken, brauche ich ein paar Sachen. Okay. Das bin ich gespannt. Ein Regenbogenkristall. Ist ein extrem. Ja, das nehme ich an, sonst könnte jeder irgendwie was mit Shenlong anstellen. Offenbar ist es in der westlichen Hauptstadt. Das kommt aber auch nicht sehr, oft vor, geht auch mal dahin. Da weiter gerade schon. Natürlich an ihre Dienste ihren Preis. Hier. Das Beutel mit Goldstab erhalten. Danke. Woher hast du so etwas, Mr. Popo? Was die Wache nötig ist, ist wichtiger als Gold. Außerdem benutzen wir hier oben sowieso kein Geld. Wäre auch zu schwierig, wenn man nur zu zweit ist. Und wenn Piccolo zu dritt, aber was braucht er schon? Mein Namekianer generell ernähren sich ja sowieso nur von Wasser, sonst nix. Ja, ja, Freunde, ja, ja. Gut, gehen wir direkt wieder in die westliche Hauptstadt. Ich glaube schon aus dem Grund, weil wir wissen ja nicht... Oh, sind wir ja schon. Okay. Was ich eigentlich sagen wollte, wir wissen ja nicht, wo wir nachher hin müssen. Und wir müssen ja sowieso in die Gebiete und die anderen Dragon Balls sind und deswegen erstmal zu ihr. Woher weißt du das? Sie ist eine Wahrsagerin, Gohan. Oh. Noch ein Rabbit in deiner Tasche. Ich sehe ein Schiff gesunken südlich vom Kame aus. Einfach das Mal den Gehäuse ergießen, was? Danke. Bitte trink nicht. Okidoki. Bitte trink nicht. Mach dich auf den Weg. Ja, erstmal ganz kurz Papaya Stadt, ist sowieso in der Nähe. Und dann zum Kami Haus, beziehungsweise in der Nähe, da haben wir einen Dragon Ball, plus eben direkt noch dann diesen Goldstab und vielleicht kriegen wir so dann auch mal noch ein, zwei weitere Sidequests. Sehr schön. Ja gut, also Vegeta, da will jetzt wieder normal kämpfen, ne, weil er gemerkt hat, hey, Gohan, der ist, ja, der hat wieder mal eine Motivation geweckt quasi. Er ist ja nicht so wie Kakarot, aber scheiß drauf. Wir wissen immer noch nicht, wie es dann dazu kam, dass Gohan so plötzlich gesagt hat, ja, bis anhin, soweit cool, aber jetzt will ich nicht mehr. Also wenn er momentan drauf ist, müsste er eigentlich dann in der Bußsage wirklich viel, viel stärker sein. Hä? Eine Höhle? Ah, da. Haben Sie doch gerade gesehen, Gohan?
Was? Ah, da. あの洞窟海底探検ができそうだね。 Nein! Der falsche Knopf war es gerade. Das war knapp. So, warte mal. 2, 3, 4 sind ja trotzdem noch gut. Dann gehen wir hier hin und holen die nächsten Dragon Balls. Lalalala. Dragon Balls, ja, wir holen die Dragon Balls, wir holen alle Dragon Balls. Da ist er. Na geht's direkt dorthin, ist doch perfekt, Freunde. Juhu! Ach ja, nachher die Bu-Saga. 勝てそうだな。 Bin ich eh gespannt, weil generell die Bu-Saga war ja zwar die Saga im Dragon-Universum, die, kann man sagen, von der Episodenanzahl die größte war, aber diese trotz allem von Anfang an nur um einen einzigen Gegner gedreht hat. Um Bu. Weil von Anfang an klar, okay, der immer ein Bu, fertig. 甘そうなマンゴーだな。完熟したマンゴーだ。 Das war ja bei den anderen Sagen bei Dragon Ball Z ja ein bisschen anders und hat auch ein bisschen mehr Abwechslung. Ja? Also deswegen ja auch einer von mehreren Gründen, nicht von vielen, aber von mehreren Gründen, wieso die Bu-Saga generell jetzt nicht so beliebt war. 僕でもなんとか勝てそうだな。 Was, ich wollte eigentlich durch? Wieso kann ich nicht durchfliegen? Was soll der Scheiß? Er ist ausgewichen, ich krieg die Krise. So. Das ist ein Unterstützungsroboter. Angriff hoch? Nö, das sehe ich anders. So, wo ist der andere? Nur 2 war. Ups, kein Key mehr. Verfolge ihn! So. Wow. Ja, ziemlich ist eine Kunst, ich weiß, aber das ist schon ein bisschen übertrieben. Bring doch den Seetang mit. So, warte mal, ich muss da lang. Ernsthaft? Aber nicht hier, oder? Ne, okay, da wäre jetzt ein bisschen zu offensichtlich gewesen. Im gleichen Ort geht schon nicht, ne? Da wäre ein bisschen doof. Hat das Schiff überhaupt so viele Orte, wo man irgendwie eindringen kann? Oh, ein paar Dinge hat sie ja. Was wäre denn passiert, wenn er schon früher hingegangen wäre? Hätte ich denn da direkt Kristall auch schon gefunden oder ging das aus Prinzip noch nicht? Sag mal. Mir geht gleich wieder die Puste aus. Mann, wir gehen ja schon wieder. Ja. Wird ertrunken, warte mal. Hä? Alles klar. Ich hat's doch gerade.
Ah, warte mal. Ah, okay. Sorry. So. Das Gebiet selbst ist immer das gleiche, aber wo zum Henker ist jetzt der Schatz, den ich suche? Grüner Fisch hatten wir schon mal. Schicke Ohrringe, ja super. Die bringen mir auch sehr viel. Ah, da könnte was sein. Du, 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 du. So, begib dich dahin. Das machen wir natürlich auch direkt, aber nicht sofort jetzt, sondern erstmal gehen wir ins Lukadorf und holen uns den nächsten Dragon Ball. Es sind eh nicht mehr viele, dann kurz zu Ende gehen und dann macht das schon lang mächtiger. Wobei mächtiger für nachher 3 Wünsche. Nee, oder doch? Nee, warte mal. Nee, waren immer nur 2, aber einfach die Wünsche selber mächtiger machen. Ja. Das wäre eine Option. Du. Guck mal einer an. Eine Red Ribbon Basis, also zumindest so ein scheiß Turm. So eine scheiß Weltkarte hier. Da waren so bloß noch 2. So, direkt nach Orange City. Beziehungsweise nachher, ah ja genau, das war das. Nachher ist ja dann Satan City. Warum überhaupt? Nur weil er irgendwie da gewohnt hat oder so? Oder jetzt dort lebt? Oder whatever? Man weiß es nicht. Der ist auch direkt in der Nähe. Kann ich bitte den Dragon Ball markieren? Hallo? Nicht den Fisch, den Dragon Ball. Ah, dann halt. Gohan, du wirst mit allen Kerlen hier fertig. Aus mit Bu, der wird auf dem Level ein bisschen schwieriger. So. Ja, Gohan, ich weiß. Du denkst, wir sind mit allem fertig. Und ganz kurz ranzoomen. So, komm schon. Der Strang ist wirklich ein bisschen... Gut, ich weiß, er muss irgendwie ein bisschen da entlang. Sehr gut. Fehlt nur noch der mit 2 Sternen. Und der ist im eisigen Norden. So, und sobald wir halt die 7 haben, gehen wir natürlich erstmal zu Ende. Weil eben, vielleicht hat doch, dadurch, dass er Shenlong verstärkt ist, das auch Auswirkungen auf uns direkt. Und wäre natürlich doof, wenn ich vorher die Dragon Balls einsetzen würde. Nein, ich wollte doch durchmarschieren. Okay, das geht auch bei gewissen Gegnern nicht, kann das sein? Wo es beinahe gekillt hätte.
Was machst denn du da? Okay, ob es viel bringt, zeige ich jetzt ein bisschen. Weil er kann sowieso nichts machen. Das war ja mal richtig fehl. Und schon Level Up, krass. Hat der Kampf gegen Vegeta doch einiges bewirkt. Level 56. Ja stimmt, Level 16 können Super Saiyan verstärken, wa? Krass. Oh. Wobei es natürlich storybedingt ein bisschen doof ist, weil sich so eine Super Saiyan verstärken muss. Weil eigentlich ist Gohan ja in der Form ist er eigentlich ein Full Power Super Saiyajin und eigentlich deswegen ja sowieso schon verstärkt. Also eigentlich könnte man doch sagen, hey, dass irgendwie, keine Ahnung, Trunks und Vegeta Super Saiyajin Stufe 2 sind und Gohan und Goku Super Saiyajin Stufe 3. Momentan noch, aber Goku sagen natürlich alle Super Saiyajin Stufe 3, das ist klar. Aber egal. Anderes Thema. Die Dragon Balls der Erde schöpfen nicht ihr volles Potenzial aus. Hiermit kann ich die Lücke zu ihren amerikanischen Gegenstücken schließen. Warte bitte kurz. Hä? Okay, ist doch ein dritter Wunsch? So, fertig, das wäre erledigt. Hä? Versuche einmal Dragon Ball zu benutzen. Du sollst dir jetzt was Besseres wünschen können. Was Besseres. Shenlong. Es ist ja super Shenlong. Nee. Ah, jetzt haben wir eine Gruppe bearbeiten. Heißt es, bin jetzt eigentlich durch? Weil so ein Gokus Haus, Gruppe bearbeiten, klingt für mich so von wegen, okay, jetzt ist eigentlich finito. Also sind die schwach mit 47 und 43. So. Okay, da sind sie auch schon. Ich bin immer ein bisschen schieß, wenn es ein bisschen länger dauert, als ich es gewohnt bin. Aber immer das Gefühl, was passiert jetzt? Ich habe echt einen dritten Wunsch frei, ich glaube das nicht. Ja, kann direkt die Rest noch in Feinde zurückholen, dann war's das. Apul, Kui und Cell Juniors. So, haben wir auch schon ein paar Mal gesehen. Ciao, Shenlong. Krasse Scheiße, kann man nicht anders sagen. So, jetzt sind die da. Wir haben aber auch hier generell... wir haben hier eine Sidequest. In Gottes Versteck, ernsthaft. Wo? Geht das erst, wenn ich sie verlassen habe? Ja gut, Freunde, wenn man sagen, in der nächsten Folge machen wir auch noch ein bisschen Sidequesten, war. Aber jetzt erst einmal, gehen wir doch mal, die Gegner sind erschienen, ja, da ist noch mal so ein Gokus Haus noch was, müssen wir sowieso hin, dann machen wir das noch zum Schluss. Mit Frame-Bereich. Wir sind jetzt sowieso mit Piccolo und Vegeta, sind wir sowieso komplett, das heißt, können wir eigentlich auch alle aktuellen Sidequests noch abschließen. Und insofern hoffentlich dann auch noch stärker werden. Wobei ich mich gerade frage, wie sieht es eigentlich aus mit Weltkarte? Kann ja eigentlich auch die Welt jetzt wechseln? Alter, das geht nicht mehr. Das ging nur mit Goku, dass er irgendwann zum Masakayo konnte. Ja gut, ich weiß, du brauchst momentan Teleportation und so. Die Hälfte von verpasst. So. Woher bin ich gestorben? Ja, bist du. Jetzt ist die Frage. Ich glaube, da muss Vegeta machen, oder? Was? Nein! Wo fliegst du mich denn hin? Oh, Mann!
Kenn diesen Ort nicht. Nee, es ist er, du warst noch nie hier. So. Sogar eine Unterstützung. Okay, muss noch ganz kurz halt zu Vegeta switchen. Mit Kui trainieren. Kein schmutziges Feuerwerk für mich? Nö. Nani? Das war ein böser Fehler. Wo er im Level ja gar nicht mal so schwach ist. Drei auf einen Schlag. Das tut mir leid, ich habe nur Spaß gemacht. Du. Nee, niemals. Wenn jemand sagt, du hast mich bitte wissen. Ich will einen neuen Sandsack gebrauchen. Was? Kui als Sandsack, auch nicht schlecht. Nehmen doch gerne, wa, Freunde? Ein Sandsack namens Kui. Uiuiui. Level 48. So. Wenn wir sagen, Freunde, den Rest der Sidequest machen wir nächste Folge und dann, ja, mal gucken. Vegeta macht irgendwie so eine coole Pose mit seinen Beinen. Oh Mann. Bis zum nächsten Mal. Bye, bye.